Ja, guten Tag, liebe Leute. Fein, dass ihr einschaltet habt wie Radio Weser TV. Wir haben mal in plattischen Fair-Talk. Wir sind nicht auf der Fair, aber wir sind in Weserschlösschen, in Blexen. Das hat das so mit uns gemacht. Aber wie fühlt es hier wohl? Und wir haben von da einen besonderen Gast, Toos Fair-Talk anladen, der heißt Matthias Wenhold. Er sieht einige Zeit die erste Kreisrat in der Verwaltung von Landkreis Wesermarsch in Brauch. Mit M wollten wir über seine Arbeit und den Aufgaben in der Verwaltung schnacken. Vielleicht auch darüber, was die Lü in der Verwaltung und den Kreistag für uns in Zukunft so für habt. Herzlich willkommen, Herr Wenhold. Ja. Besten Dank, dass ihr hier werden dürft. Ja. Ja, moi, dass Sie sich die Zeit genommen habt, in Interview zu kommen, stellt sich aber doch die Frage, warum muckt wieder da platt? Nu, Matthias Wenhold ist wohl mit dieser Sprache abwussen, aber ist nicht mehr unbedingt seine Alterssprache, hätte mir einmal vertellt. Nennt wie das Nipp und Nau, denn schnackt hier gar nicht. Erstmal platt. Aber warum hier nicht schnackt, damit ist es verloren. Ja, ich schnack nicht Brot, auch ja wirklich heel selten, glaub noch. Ich kam aus Friesland, bin da aufgewachsen, bin da in ein kleines Jahr. In meinem Leben habe ich da gelebt und meine Mode lebt nur noch in Ostfriesland in Norden. Mein Bruder mit seiner Familie, alle Onkels, alle Tanten leben da. Und das ist so ein bisschen, dass ich mehr platt hört habe in meinem Leben, als ich so Brot habe. Also privat gibt es noch Gelegenheiten, platt zu schnacken? Ja, die Gift, wenn ich mal in Hus bin, wenn ich mal bei meiner Familie bin, wenn ich mal bei Onkels und Tanten bin, dann brot ich wohl mal, weil die das natürlich auch, die broten wirklich bloß platt. Mein Mutter und mein Vater ist jetzt letztes Jahr gestorben, die haben bloß platt miteinander brot und da hätte ich das auch immer gehört. Und als ich das in den Kindergarten gekommen bin, dann habe ich das erstmal gesagt an meine Mutter, die in Hannover ist runtergefallen. Das wäre so mein erster Satz auf Plattdeutsch und da habe ich mir das so ein bisschen süß beigebracht, aber bei meinen Allen wird das immer heil. Da wird das immer wichtig, in Hus wird mit den Kindern nicht Plattbrot. Schau eigentlich, ne? Also da ist was verloren gegangen, aber das ist ein anderes Thema. Gibt es bei der Arbeit in der Verwaltung Gelegenheiten, also in Aldach jetzt, in der Wesermarsch, platt zu schnacken und spielt platt überhaupt noch eine Rolle in Aldach? Eigentlich nicht mehr. Hey, selten, wenn wir mir mal Lü kommen und die fragen mich irgendwas und die Marken und die fragen mich, wo kommen sie eigentlich her und dann kommt das irgendwie auf Sprache und dann kommt das irgendwie auf Plattdeutsch, dann ist das wohl mal möglich, aber das ist heel selten und normalerweise produziere ich auch sehr, ich will mal sagen, Hochdeutsch fachlich. Und da ist das schon allen hellen anderen Sorg, als ob es wäre zu broten oder als ob es sich zu unterholen und so kommt das heel selten vor. Wir haben ein paar Mitarbeiter im Kreishus, die haben an der Tür steht noch staunen, wie schnackt platt. Und da gehen dann ähnlich Lü auch hin und schnacken damit der Lü platt. Aber das ist selten. Ja, und das war leider auch immer seltener. Kommt wie, ob das zu schnacken, was sie in der Kreisverwaltung macht. In Blatt wir noch zu lesen, dass sie sich den 1. August 2022 die erste Kreisrat sind. Aber Sie sind vorher auch alle in der Kreisverwaltung werden. Was habt ihr da gemacht? Ja, ich bin ja voll lange in der Wesermarsch. Ich bin ja seit über 20 Jahren hier. Ich war ja erst 2,5 Jahre bei Stadt Brake. Da habe ich dort das Bauamt leitet und bin dann für ein bisschen mehr als 8 Jahre zur Kreisverwaltung gekommen. Und da bin ich Dezernent und da bin ich auch immer noch. Das heißt, ich bin für verschiedene Sorgen zuständig. Für Schulen, für Umwelt, für Planen, für Bauen, für Katastrophenschutz, für Kultur. So haben wir uns hier kennengelernt. Und das sind meine Aufgabenbereiche und das blieben die auch. Und das sind sie auch nach wie vor. Und der Tokom ist nun seit August 2022 die Funktion als erster Kreisrat. Ja, erste Kreisrat. Die Nachfolger von Hans Kemmeres, die ist in Ruhestand gekommen. Wäre das ein Herzenswunsch oder was wäre die Motivation, erste Kreisrat? Ja, für einen Fachmann für Verwaltung zu werden. Ja, das wäre ein Herzenswunsch, so was zu machen, aber da hört ein Bild mehr zu. Da muss ein Annelü auch wollen, da kann man sich wohl wünschen, aber da muss auch jeder hele Kreistag mitmachen und da muss vor allen Dingen der Landrat muss das willen. Der muss mich vorschlagen, das hätte er auch gemacht. Und wir haben hier einen alten Landrat, Herr Brückmann, der hat mich vorschlagen mal und dann hätte er hier abgeholt und dann habe ich erst gewartet, bis der nie gekommen ist und dann habe ich mit ihm Brot und dann ist er nachher
die Entscheidung kam, mir auch für zu schlagen. Und das hat mich natürlich wirklich sehr, sehr gefreut und das ist dann auch ein harter Wunsch. Und das ist auch eine Aufgabe, so eine Kreisverwaltung zu leiten, das kann man bloß zusammen machen. Und dann wäre das wichtig für mich auch, dass er sagt, so, die will ich haben, die fängt und keinen anderen. Gut, also in Blatt stand die Überschrift, ich habe mir das nochmal gut gesagt, Matthias Wenhold wird neuer zweiter Verwaltungschef beim Landkreis Wesermarsch. Das geht noch höher ab. Ganz oben steht der Landrat. Gibt das so in Aufgaben beschrieben für den Landrat und für den zweiten Kreisrat? Gibt es da eine Trennung oder Sie habt immer gesagt, das geht bloß zusammen? Ja, das geht bloß zusammen. Ich habe hier, das sage ich ja nicht, ich habe hier auch noch meine Dezernatszuständigkeit behalten. Ich bin immer noch für Heilbild fachlich sorgend zuständig, aber wenn der Landrat denn ist, dann bin ich sein allgemeiner Vertreter. Und wenn ich mal sage an die Lüwe, das ist, man kann das heel kompliziert sagen, aber ich sage immer, er ist Außenminister, er ist Bild unterwegs, er muss Kontakte knüpfen, er muss ein Netzwerk aufbauen und ich bin der Innenminister, ich bin meistens da. Wenn die Politik einen Antrag stellt, dann geht die zuerst über meinen Tisch und dann beproten wieder aber und wenn er mal kein Tiet hat und muss irgendwo hin und er kann sich nicht abdehlen, dann bin ich dafür da, das zu machen. Gut, das Stichwort ist halt voll die Politik. Also, worauf geht das obdoll die nächsten Jahren in Politik und Verwalten in Landkreis Wesermarsch? Ja, zuerst mal muss man sagen, ich bin nur blöd, dass wir Corona so ein bisschen Achtung uns haben. Wir haben heel zu tun hat mit der Arbeit, die Corona uns braucht hat. Wir mussten impfen, wir mussten ein Impfzentrum aufbauen. Dann haben wir nur Achtung uns. Nun kommt die nächste Krise, das sind die Flüchtlinge. Und da haben uns ja die Gemeinden umbeten, dass wir für den Sammelunterkunft aufbauen. Wir haben 2 Zelten aufgebaut, nur für 140 Personen. Da waren noch keine in, aber ich rechne damit, das wird wohl kommen. Und das ist sozusagen noch so ein extra Aufgabe, den müssen wir nur irgendwie handeln, nehmen uns normal Arbeit. Ja, was will die Wesermarsch? Der Wesermarsch wird Energieregion. Wir kriegen hellbild mehr Windraden, wir kriegen Solarenergie. Das ist noch so ein Thema. Und wir müssen uns Schulen umbauen. Das ist noch ein Thema, das wir machen müssen. Also da kommt noch, also ich sage mal so, die Normalaufgaben, die in anderen Regionen auch sind, die kommen bei uns auch mit heller Macht an. Die Schulen im Landkreis, vielleicht Gott wieder noch mal ein bisschen genauer auf was sich da in den kommenden Jahren verändern, was wird anders gemacht werden und was sind die Themen, die da wo es kommt. Wir haben 2017 haben wir von Gutachter einen dicken Batzen Bau kriegen und der jetzt sagt, alle Schulen sind baut, alle Docken sind da und wir müssen nichts mehr machen. Und seitdem haben wir am Gymnasium in Brake 2-mal anbaut. Wir haben in Nordenham am Gymnasium extra Hus gekauft, die haben zu wenig Platz. Und wir haben, das ist das eine, also Toffel Schulen im Gymnasium. Die Eulen schicken Herr Kinder auf Gymnasium. Und wir haben an anderen Stellen Oberschulen in Lemwerder und in Berne, die packen wir nur zusammen, weil in Lemwerder zu wenig Schulen sind. Nordenham vielleicht nochmal, das Stichwort, wir sind ja hier in Nordenham, es gibt immer noch 2 Oberschulen. Bleibt das so? Oder? Ja, das bleibt so. Die Oberschule 1 in Nordenham ist eine Besonderheit, will ich mal sagen, Besonderheit. Da haben wir mehr Schulen, als wir am Anfang dort haben. Und da mussten wir nur überlegen, was machen wir. Da sind 2 Schulen nebeneinander, da ist die Berufsschule und die Oberschule. Und da mussten wir kicken, wie wir damit umgehen. Beide haben zu wenig Platz. Und da mussten wir nun eine Lösung für finden. Da sind wir nun in Politik in die ersten Gespräche. Und das ist eine Aufgabe, die ist voll anders als die in Süden fand Wesermarsch. Also es geht um die Berufsschulen da bei euch, ne? Um die Berufsschulstandorte. Ja. Ja. Das heißt, da wird sich vielleicht was verändern, oder? Da wird sich vielleicht was verändern. Berufsschulen ist sowieso ein goldenes Thema. Da verändert sich immer was. Die Arbeitswelt verändert sich, die Ausbildungswelt verändert sich. Wir wohnen in Brake, da ist ja uns
der größte Standort von uns berufsbildenden Schulen. Da müssen wir sowieso immer anbauen, immer umbauen, weil da natürlich auch, wir haben Verbrennungsmotoren, nun haben wir demnächst Elektromotoren, das muss auch hier in der Ausbildung auch berücksichtigt worden und da haben wir jetzt auch Wag mit da achte anzubauen. Ich habe einen plattdeutschen Fairtalk mit in Reitdachdecker gemacht und die hat mir erzählt, sie eine Autobildung mit ganz nach Oldenburg führen. Gibt da vielleicht doch eine Chance, dass so was wäre zurückzurollen in der Wesermarsch oder liegt das wieder schon? Hat mit dem Landkreis Söms wahrscheinlich nichts zu tun. Ne? Nee, jede berufsbildende Schule hat das halt all in Angebot. Wir haben eine Kooperation mit Schulen in Oldenburg, auch bis nach Hannover hin. Und wir mussten immer genau gucken, wie viele Schulen kriegen wir überhaupt zusammen, um einen Klassenverband stark zu werden. Ansonsten kann man das nicht leisten. Ja, vielleicht noch ein Rebet, was mir auch besonders interessiert. Die Förderschulen in der Wesermarsch. Es gibt ja noch zwei, im Prinzip gibt es noch zwei, die in Norden haben, die in Brock. Auch da vielleicht nochmal die Frage, bleibt das so? Oder? Ja, wir haben hier einen politischen Beschluss, dass Förderschulen nicht mehr wiedergeführt werden sollen. Und da müssen wir nur kicken, wir haben noch die Schule an Siel, der bleibt auf jeden Fall auch, aber auch da müssen wir kicken, da bin ich auch immer in heel engen Austausch mit den Lehrern, wo wir die Schule wiederentwickeln können. Straßenbau, Stichwort. Ich bin sicher nicht die Einzige, die sagt, Straßen sind bei uns nicht in den allerbesten Zustand. Was wird da demnächst passieren? Ja, da haben Sie recht. Aber man muss auch immer sagen, wir haben ja auch einen schwierigen Untergrund. Ja? Wir haben Moor, wir haben Marsch. Und wir haben uns Budget, das Geld für Straßenbau mehr als verdoppelt. Wir haben für 8 Jahre noch ungefähr 1 Million Euro hat im Jahr, nun haben wir 2. Und das ist auch das Maximale, was wir verbauen können. Mehr kriegen wir nicht hin. So viel Unternehmen haben wir nicht, die so viel Straßen bauen können, dass wir noch mehr Geld ausgeben können. Noch eine Frage, die auch mich besonders interessiert. Da fällt in der Wengse, gibt es ein Konzept für ein Radwegesystem in der Wesermarsch oder was sich dort demnächst was tun? Ja. Dass man für alle Gemeinden, also ein Gesamtkonzept. Ja, wir sind jetzt zuständig für Radwege an Kreisstraßen und wir arbeiten zusammen, dass für uns auch die Straßen, das ist die Landesbehörde in Oldenburg und wir bauen auch nie Radwegen, also in Elsfleth nu, von Elsfleth nach Badenfleth, die an der Kreisstraße 200 Dateien, der Radweg wird nur auch wiedergebaut dieses Jahr, die haben wir letztes Jahr mit anfangen und der wird nur auch wiedergebaut. Aber darüber nicht, also so ein Radwegesystem, wo sich denn auch die Touristen, das ist ja, scheint noch ein Stichwort werden, Tourismus in der Wesermarsch, also Radwege und Tourismus hört ja eng zusammen. Ne? Also so auch nicht, da geht mir nicht bloß um die Radwege parallel zu den Straßen, sondern auch so ein System so abseits. Es gibt die Wirtschaftswege. Genau, es gibt ein System, es gibt ja auch eine Beschilderung für die Radwege und das wird ja auch wiederentwickelt und nun haben wir auch so ein Projekt, das hieß Motto-Tour Klimawandel. Da werden ja in jede Einzelgemeinde und jede Stadt wäre ja auch ein Projekt, wo man als Radfahrer hinfahren kann und das wäre ja auch kann man ja große Touren fahren. Also das wird all immer wieder entwickelt und ich finde, wir sind auch keine so schlecht aufgestellt. Naja, also mein persönlich Empfinden, ne? Also wenn ich mit Rad unterwegs bin, dann wünsche ich mir ab und zu Wirtschaftswege, die okay, so. Wie Wirtschaftsweg ist immer ein großes Problem. Die kann man tatsächlich nicht mehr finanzieren. Früher hat die EU oder was Heilbilder gegeben, das tun sie nun nicht mehr und die Städte und Gemeinden können das nicht leisten. Ja. Das ist das Problem. Aber das ist natürlich müde, über Wirtschaftswege zu fahren, als an Kreisstraße. Das ist aber allerdings gibt es ja Systeme, also wenn du nach Holland rüber fährst, in die Niederlande, da ist das überall so und die Wege sind in anderen Zustand. Ne? Also so von daher,
als Radfahrer, der pro Jahr 5.000 Kilometer mit Rad unterwegs ist, würde sich wünschen, dass die Wirtschaftswege an der einen oder anderen Stelle doch beten wird. Ja, besser aussieht. Ne? Also Aber in Holland fährt man aber auch an Autobahn mit Rad. Ja. Gibt auch. Das ist auch nicht so mooi. Gut, vielleicht noch was ein paar Stichwörter. Ansiedeln von Betrieben, neue Betriebe, mittelständische Betriebe, letzte Betriebe, Industriebetriebe. Ja. Die meisten Betriebe, die größeren, sind bei uns Aarland-Weser. Und eine Aufgabe ist, dass man große Betriebe auch ein bisschen mehr in Binnenland trecken geht. Und ich glaube, das ist eine hellen Aufgabe. Aber das geht eigentlich bloß mit einer Autobahn. Wir haben keinen Autobahnanschluss. Und ich weiß, es gibt auch ein Bild, die sagen, blieb nicht bloß weg mit der Autobahn. Und die Autobahn kommt sowieso nicht. Aber wir haben ein Projekt, das wir einen hellen, großen interkommunalen Gewerbegebiet planen wollen an Autobahn. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, weil man das wirklich sich ankickt und die Leute fragt, wo sind denn die großen Betriebe? Und das sucht man hier nur auf, wir kicken mit Fenster, wir kicken mit Stielwind, dann sind das die helle große Betriebe an Weser. Und wie gesagt, wir müssen kicken, dass wir im Binnenland auch ein bisschen was ansiedeln, aber das ist natürlich nicht so einfach. Ja gut, aber die Wesermesch ist ja, ich sage immer, das Handtuch an der Weser langs, ne? Das ist ja nicht so ganz viel Binnenland. Ne? Aber es ist auch ein bisschen breit, ist auch. Ja. Das ist ja nicht bloß ein Streck. So, ne? Naja, deswegen sage ich Handtuch. Also wenn eine Handtuch breche, also länger mal breite, dann kommt das ungefähr hin. Ja, erneuerbare Energien. Die Plattdeutschen sehe ich die Energie, die von Söms immer wieder nah fast. Sie habt das all andüht, zu Anfang, da passiert was. Ja. Gibt konkrete Planungen? Und wo weit sind die? Also zum Beispiel Solarenergie und Windenergie. Ja, wir haben sowieso ein Bild Windenergie bei uns, aber Bund und Land wollen ja noch viel mehr Windenergie. Dass die Kommunen, die Landkreise, das Land Soest, da gibt es ja das 2,2% Ziel. Wir sind da sehr weit in Wesermarsch, aber die Kommunen wollen noch mehr bauen und das wird nur auch kommen. In den kommenden Jahren werden wir viel mehr Windenergie bekommen und wir haben ein Konzept aufgelegt für Solarenergie und wir mussten in der Wesermarsch 400 Hektar PV-Anlagen, Solarenergie aufbauen und wir haben ein Konzept gemacht für die Kommunen, das können sie selbst indampen, da können sie selbst was weniger machen, aber das hätte allein nicht 4000 Hektar Solarenergie. Also da wird Heilbild kommen, aber ich denke, es muss nicht nur Strom produziert worden, das muss ja auch weg. Und wenn man sich dann nicht mal ankickt, wir haben einen großen Windpark und da laufen mal 2 Anlagen, dann liegt das da an, der Strom kann nicht weg. Die Leitungen sind voll, das heißt, wir brauchen mehr Leitungen und auch die verändern das Landschaftsbild. Das muss man heel ehrlich sagen, wir sind ein Bild mit Tennet zusammen. Tennet ist ja das Unternehmen, das die Leitung bauen will, die 380 kV-Leitung. Da sind wir Bild mit zusammen mit der Lü und da kommt noch Hellbild um uns da und das wird unser Bild, der Wiedeblick in der Wesermarsch auch beeinträchtigen. Das muss man hell ehrlich sagen. Aber ist notwendig, wenn wir Strom produzieren. Das Spannende ist, Löwig, und mein Blickwinkel, dass wir auch schaffen, solche Dinge, was so Notdrucken ist, als Wasserstoff. Wir müssen einfach was finden, dass wir den Strom, der produziert wird, auch speichern. Und das ist das Einzige, wo das wirklich vernünftig funktioniert, ist Wasserstoff. Und da müssen wir nur sehen, dass wir die Politik auch dazu bringen, dass hier nicht bloß Strom produziert wird, dass lange Leitungen, das Wesermarsch lopen, das lange Handtuch und dann, dass hier auch ein bisschen Geld damit verdient wird. Und das ist und mein Blickwinkel Wasserstoff. Herr Wenold, nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich sage mal, ich kann ein Bild Glück nach Hus, als ich hierher gekommen bin. Und ich hoffe, dass das für die Leute auch Geld die US toll ausgeht. Und mit Platschnacken oder Proten hat das wunderbar geklappt. Okay, besten Dank. Haut ab für in den nicht so folgen das Glück hat, das so schnacken, sind wir wunderbar zugekommen. Nochmal herzlichen Dank. Ja, besten Dank auch. Und dass wir einmal einen plattdeutschen Fairtalk, da kommen wir, gibt das auch wieder ein Fairtalk. Wahrscheinlich nicht auf Platt, aber irgendwann dann drop wir uns hier wieder und machen wir nochmal einen plattdeutschen Fairtalk. Und wenn wir dann da sind mit all den Themen wie Schulen und, dann
telefoniert wir nochmal miteinander, dann mag wir nochmal vielleicht einen plattischen Pferd haben. Zweiten plattischen Pferd haben. Ja, okay. Herzlichen Dank und Leute, das gut gehen, der Ju ist toll, das hat alles Gute.